Ja, das Team des Stadtsportbundes Sportlokal begrüßt Sie recht herzlich heute wieder live aus dem Studio des Lokalsenders Oldenburg 1. Und es geht gleich los. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Beitrag und das ist nicht DLRG, sondern das ist das, was ich ich vorhin schon angekündigt hatte, wo ich mir noch nicht so sicher war, ob ich das richtig ausdrücke. Das ist Kido, das heißt japanisches Bogenschießen. Und ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr zu erklären, wie bei der DLRG. Also ich mache den Platz frei. Ja. Kyudo. Das war das Stichwort und ich begrüße ganz herzlich hier bei uns im Studio Dr. Norbert Kleinefeld, der ist Übungsleiter der Kyudo-Gruppe Wadenburg. Wir haben vorhin mit Cricket eine Sportart kennengelernt, die sicher bisher nur wenige kannten. Ich denke mal, bei Kyudo wird es noch drastischer sein. Das sind noch weniger Leute, die Kyudo kannten. Ich wusste es vorher nicht, was das war. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, man sieht ja so ein bisschen schon, um was es geht, also nicht um Fußball und so weiter. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was Kyudo eigentlich ist. Ja, Kyudo heißt wörtlich übersetzt der Weg des Bogens, gehört als Sport- und Meditationsform zu der großen Familie der Budo-Sport- und Bewegungsarten und ist eigentlich dann letztendlich die Form des Schießens mit dem Pfeil und Bogen. Mit Pfeil und Bogen. Woher stammte diese Sportart? Ich denke mal, wenn es um Budo geht, sicher aus Japan. Richtig, also abgeleitet ist eigentlich das Kyudo von dem klassischen Schießen auf dem Schlachtfeld. Es hat also einen sehr martialischen Hintergrund, ist aber eigentlich so seit dem 7. Jahrhundert am Hof in Japan dann zu zeremoniellem Schießen quasi mutiert und wird seit dem 17. Jahrhundert als Weg der, ich sag mal, geistigen und körperlichen Erneuerung, Veränderung des Menschen eigentlich genommen. Und seit wann gibt es diesen Sportart in Deutschland? Also in Deutschland wird Kyudo seit 1969 betrieben. 1969 ist eine größere Delegation von japanischen Meistern nach Hamburg gekommen und hat also das Kyudo vorgestellt. Und seitdem gibt es in den ganzen großen deutschen Städten eigentlich Übungsvereine, die Kyudo anbieten. Und ungefähr so die Zahlen? Wie viele betreiben hier in Deutschland Kyudo? Ja, etwa um die 1000 Menschen, die Kyudo betreiben, sowohl Männer als auch Frauen, Junge als auch Alte. Das ist also relativ unabhängig von Alter und Geschlecht. Seit wie vielen Jahren betreibst du denn diese Sportart? Ich bin seit 1983 aktiv. Schon relativ lange, bald silbernes Jubiläum sozusagen. Und wie bist du zu dieser Sportart gekommen? Der Hintergrund war eigentlich, dass ich mich schon relativ früh mit asiatischen Philosophien beschäftigt habe, auch viel darüber gelesen habe und bin dann auf ein Buch von Eugen Herrigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens, gestoßen und habe mich dann einfach da mal ein bisschen mit beschäftigt und habe dann durch Zufall hier in Oldenburg Informationen über den Verein gefunden und habe dann seit Mai 1983 auch selber Kyudo mitgemacht. Welche anderen Sportarten betreibst du noch? Denn ich denke mal, um so ein bisschen fit zu bleiben, kann man Kyudo nicht machen. Da geht es ja eher dann um Meditation, Konzentration und so weiter. Ich bin selbst daneben noch im Radsport aktiv, versuche da auch einigermaßen meine Kondition auch noch zu halten. Ja. Das heißt, es ist wirklich mehr Meditation, aber auch natürlich vor allen Dingen auch Konzentration. Beides, ja. Genau. Ja, ich denke mal, wir wollen die Zuschauer nicht länger auf die Palme spannen. Wir wollen einfach mal, oder wie das heißt, wir wollen einfach mal sehen, wo es bei diesem Kyudo rumgeht. Und dazu ist zu sagen, es gab hier in Oldenburg im Juni einen Lehrgang. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, worum ging es da? Also wir führen also auch in Deutschland Lehrgänge, auch europaweit durch, wo verschiedene Lehrer aus Europa oder auch speziell aus Japan dann das Training machen. Und wir haben jetzt im Juni 3 deutsche Lehrer eingeladen, die uns und auch anderen Judoka aus ganz Deutschland einfach mal so ein paar technische Tipps gegeben haben. Ja. Und den Lehrgang habe ich mir mal angeschaut und da werden wir jetzt ein paar Bilder sehen. Gut.
Ja, ich hoffe, das konnte so einen kleinen Einblick in diese Sportart geben. Wir haben viel gesehen, ist viel Meditation, Konzentration. Es war also keine Zeitlupe, auch wenn man das manchmal denken konnte. Was ist denn so das Schwierige überhaupt an dieser Sportart, was jetzt beispielsweise die Technik jetzt auch angeht? Das Besondere an dem japanischen Bogenschießen ist Folgendes. Wir haben wie im Gegensatz zum westlichen Bogenschießen keine technischen Hilfsmittel. Das heißt, wir haben keine Pfeilauflagen, kein Visier, keine anderen unterstützenden Maßnahmen, um eigentlich dann die sogenannte Trefferzahl zu erhöhen. Beim Kyudo liegt es einfach daran, dass diese Materialien schon seit Jahrhunderten überliefert worden sind, also von der Form und vom Aufbau her. Es gibt moderne Materialien, aber ich habe hier mal einen Bogen aus Bambus mitgebracht und auch Pfeile. Das sind die eigentlichen traditionellen Materialien. Es gibt auch modernere, aber wichtig ist, eine vorgegebene Form in einer Perfektion an dieser Schießposition vorzuführen, wodurch am Ende eigentlich auch ein sehr schönes Trefferergebnis erreicht wird. Im Vordergrund steht die Bewegung, die Form und das Treffen ist dann eigentlich eher sekundär. Wo du hier schon diesen Bogen in der Hand hast, der ist ja schief. Der ist nicht ganz gleichförmig geformt. Ja. Das ist auch so gewollt. Das ist richtig so. Er ist also asymmetrisch. Das heißt, das Griffstück ist im unteren Drittel und der obere Schenkel ist dann etwas größer. Die Form dieses Bogens ist abgeleitet von den Bögen der mongolischen Reitervölker. Es gibt nämlich nicht nur das Schießen zu Fuß, sondern auch das Schießen zu Pferd oder auch bei anderen Gelegenheiten, wo auch auf dem Boot oder so wurden dann diese Bögen auch benutzt. Und von den Schießdistanzen her, wir haben das jetzt ja in dem Beitrag angedeutet gesehen, wie weit kommt man mit zum Bogen oder was sind so die Schießdistanzen, die man zu bewältigen hat? Das, was wir gerade gesehen haben im Beitrag, ist die klassische Distanz 28 Meter auf eine Holzscheibe, die 36 Zentimeter im Durchmesser ist. Wir haben dann noch, wenn wir draußen schießen, zwei Freidistanzen, einmal 50 Meter für Frauen und 60 Meter für Männer. Dann schießen wir auf eine etwas größere Scheibe und das sind eigentlich die beiden wesentlichen Distanzen, die wir schießen. Das ist schon eine ganz schöne Entfernung. Da sieht man kaum die Zielscheibe. Ja, man muss auch schon eine etwas andere Technik anwenden. Das heißt, man kann nicht mehr waagerecht abschießen, sondern man muss den Bogen etwas anstellen und den Pfeil dann ballistisch in das Ziel schießen. Diese Pfeile, du hast ja da zwei mitgebracht, sind das auch ganz besondere Pfeile? Aus Bambus dann auch, oder? Die sind jetzt aus Bambus gefertigt und haben dann entsprechende Falken oder auch bei ganz teuren Varianten Adlerfedern. Das benutzt man dann hauptsächlich bei doch etwas bedeutenderen Zeremonien oder so. Im normalen Training kann man auch andere Pfeile benutzen aus Alu oder auch mit einfachen Truthahnfedern. Die Kleidung, die du jetzt anhast, die gehört traditionell auch zum Kyudo dazu. Richtig. Also alle, die sich in dem Bereich Budo etwas auskennen, wissen, dass es einen sogenannten Hosenrock gibt. Das ist dieser Hakama, ein weißes Gi und dann auch entsprechende andere Kleidungsstücke wie diese Socken, die man jetzt wahrscheinlich nicht sehen kann. Ja. Und dann haben wir auch am Anfang dieses Beitrags gesehen, dass es gewisse Zeremonien gibt. Ja. Disziplin, das war für mich erstaunlich an diesem Nachmittag, wo ich dabei war doch enorm. Es war relativ ruhig und jeder schlich so leise durch die Halle, hier und da mal ein Gespräch. Also es ist sehr, sehr konzentriert alles. Es gibt bestimmte Zeremonien, oder? Ja, also eingangs haben wir die Begrüßungszeremonie gesehen. Das heißt, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zum Lehrgang gekommen sind, grüßen dann gemeinsam die 3 Lehrer an. Das wird dann auf Japanisch gemacht, damit es auch traditionell auch sich anhört. In Japan selbst wird das Ganze auch so durchgeführt. Da gibt es noch spezielle Übungshallen. Das sind tempelähnliche Holzanlagen, wo eine Wand ausgenommen ist und aus dieser Wand, durch diese Wand hinaus schießt man auf einen entsprechenden Zielbereich. Wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass die Kyudo-Gruppe Wadenburg nicht nur Kyudo betreibt, sondern auch sehr erfolgreich Kyudo betreibt. Vielleicht nennst du selber mal eure Erfolge, die ihr in den letzten Jahren erzählen konntet. Ja, wir haben 2004 und jetzt auch in 2005 auf Niedersachsen-Ebene einmal die Mannschaftsmeisterschaft gewonnen. Das heißt, 3 Schützen treten an und schießen eine bestimmte Zahl von Pfeilen ab. Und da werden dann in der Tat auch die Treffer gezählt. Aus dieser Mannschaft heraus haben wir auch jeweils den Einzelmeister in Niedersachsen gestellt. Unsere Mannschaft und auch der gesamte Verein hat dann auch in der Bundesliga 2004 den 3. Platz belegt von immerhin 60 Gruppen aus Deutschland. Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren auch mal in Richtung Deutsche Meisterschaft uns entwickeln können. Ja, da drücke ich euch natürlich die Daumen. Und ich glaube, ihr seid auch schon mal in Japan gewesen, oder? Oder vertue ich mich da? Ich selbst bin in Japan gewesen, einige Mitglieder unseres Vereins auch, aber ansonsten als Gruppe oder als Verein dann noch nicht. Achso, das war eher ein persönlicher Besuch dann in Japan.
Ja, die Ziele hattest du schon genannt. Deutsche Meisterschaften. Vielleicht für diejenigen, die mal Kyudo jetzt live erleben wollen. Wo trainiert ihr? Wo sind irgendwelche Wettkämpfe? Also jetzt ist die Sommerpause, da ist jetzt nicht mehr so viel an Wettkämpfen eigentlich anzumerken. Wir trainieren eigentlich normalerweise in Wadenburg, wo auch unser Vereinssitz ist. Wer sich da für die entsprechende Trainingszeit interessiert, kann einfach mal auf unsere Homepage gucken. Die haben wir auch mal eingestellt. Da steht dann so meist die ganzen Zeiten drauf. Und wer dann auch Interesse hat, noch ein bisschen mehr zu erfahren, kann mich oder auch andere Mitglieder dann einfach mal kontaktieren. Ja. Ja, prima, schönen Dank. Und ich sage das auch nochmal auf Japanisch, Domo Arigato. Doso.